Ja, grüß euch beinand und einen sakrisch Gurden. Jetzt Kasperl. Leute, ich habe mir heute ein schönes Video rausgesucht. Zumindest glaube ich, dass es ein schönes Video ist. Ich habe die ersten, ich glaube, so 1,5 Minuten davon gesehen und dachte mal, komm, let's go. An die Leute, die sich wieder mehr Reini-Content wünschen. Es wird natürlich auch weiterhin Reini-Content kommen. Gerade im Moment fühle ich es nicht so. Ich werde wieder Bock drauf haben, spätestens wenn das Comeback kommt. Wie gesagt, ey, mich kann keiner davon überzeugen, dass das Comeback nicht kommt. Es wird kommen, irgendwann. Und ja, wie gesagt, es wird auch noch weiteren Reini-Content geben und wir haben aktuell das Projekt, an die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, mit dem Bewährungsversager und Secret Service auf ihrem Kanal, ja, also auf dem von Secret, dass wir die Lena Leaks da durchgehen. Da haben wir jetzt, das sind wir fast fertig. Ich glaube, eine Session brauchen wir noch, dann haben wir es. Aber es hat sehr viel Freude gemacht. Könnt ihr rübergehen, könnt ihr euch angucken, könnt ihr ein Like und ein Abo dalassen. Da freut sie sich. Und ich sagt, ne, Reini wird weiterhin Thema bleiben auf diesem Kanal, aber nicht mehr exklusiv und vielleicht auch nicht mehr in dieser Menge. Ich habe, kommt halt dann, glaube ich, immer darauf an, wie ich es fühle. Heute fühle ich den Dude hier. Ja. Ein sehr guter Kanal, Bias Skeptic heißt der. Ich werde euch den unten verlinken. Er hat viel zu wenig Abos, meiner Meinung nach. Könnten ein paar mehr gebrauchen. Das ist ein sehr basierter Dude, der immer sehr ergebnisoffen an Dinge rangeht und versucht, so objektiv wie möglich zu sein. Und ihr wisst inzwischen, das ist mein Ding. Das fühle ich, da habe ich Bock drauf. Und hier haben wir das Thema, weil es gerade so gut passt, vom knappen Monat, wenn Politik zur Religion wird. Und dann hätte ich gesagt gehabt, jetzt schauen wir mal einer, was dann passiert, wenn Politik zur Religion wird. Hockt euch her, sammelt mehrere, reißt euch halbe auf. Wir gingen an einer in Bias Skeptic. Warum sind wir so gespalten? Gesellschaftlich wie politisch? Mit möglichen Gründen für die gesellschaftliche Spaltung befasse ich mich neben meinem Atheismus- und Philosophie-Content hauptsächlich auf diesem Kanal. Und nach 4 Jahren habe ich endlich die Antwort darauf gefunden. Die anderen sind einfach nur dumme Arschlöcher. Wenn du dich jetzt gerade... Ja, das fühle ich. Nee. Wissen wir natürlich, dass es nicht so ist. Problem, meiner Meinung nach, wenn wir so weitermachen, wird es irgendwann so sein. Also irgendwann wird es dann so sein, dass wenn die Leute nicht aufeinander zugehen und nicht miteinander sprechen und nicht versuchen, irgendwie gemeinsame Lösungen zu finden, werden wir irgendwann so weit auseinander sein, dass die einen nur noch in der Ecke stehen und die anderen nur noch in der und man kackt sich nur noch an. Und da kann dann auch nichts mehr draus werden. Meine Meinung. Natürlich, es gibt Leute, die sind so todeslost, mit denen braucht man immer, also, ne? Ich habe ja im letzten Jahr hier die ganze Shoyoka-Thematik gesehen. Die ist so todeslost, seine Urgroßmutter. Alter, da geht einfach, die ist nicht mehr erreichbar, glaube ich. Ich glaube, die ist, also da bräuchte es, glaube ich, einen wirklich guten Therapeuten, um der begreiflich zu machen, dass das ganze Ding hier nicht jedes gesellschaftliche Problem ist auf Misogynie zurückzuführen. Und nicht alle Männer sind der fleischgewordene Satan. Und das wird die, glaube ich, nicht mehr begreifen, ohne wirklich den besten Therapeuten auf diesem Planeten. Und ich bezweifle, dass sie den hat. Ja. gefreut hast, dann muss ich dich leider enttäuschen. Egal, ob du dich eher rechts oder eher links siehst, egal, ob du mich als Wokey wahrnimmst oder Anti-Woke, das ist nicht die Antwort. Nee, ich nehme ihn als wirklich einfach sehr basiert wahr. Ne? Was halt wichtig ist, man muss, wenn ich in eine Diskussion nicht ergebnisoffen reingehe, dann kann ich mir die Diskussion schenken. So, das ist verschwendete Lebenszeit.
Da kann ich lieber draußen im Garten hocken, mir ein Bierle aufreißen und Herrgott einen guten Mo sein lassen. Vielmehr zeigt deine Freude, dass du Teil des Problems bist. Du bist skeptisch? Dann bleib dran. Hier kommt, wenn Politik zur Religion wird, erklärt. Die letzten historischen Ereignisse bezeugen die extreme Spaltung Deutschlands und der Welt. Die US-Wahl, die Bundestagswahl und der Eklat um Ukraine-Präsidenten Zelensky bei Trump im Weißen Haus. Oder natürlich könnt ihr auch einfach bei YouTube Deutschland reinschauen und euch anschauen, wie die Meinungs-YouTuber und Aktivisten täglich aufeinander einprügeln. So oder so, die Spaltung ist unübersehbar. Aber woher kommt sie? Meine These. Politik ist die neue Religion. Halte ich hier interessante These, denn Religion an sich ist ja gerade in der westlichen Welt auf dem absteigenden Ast. Ja, klar, es gibt immer noch Hardliner, aber dieses moderat religiös Leben, da ist ja die Spaltung schon perfektioniert. Oder wen kennt ihr, der sagt, ja nee, ich bin schon eigentlich religiös, aber so, ja, ab und zu gehen wir mal in die Kirche und schauen wir mal oder zu Ostern. Wenig und vor allem, wenn man in die Ballungsräume geht, sehr wenig. Ne? Im ländlichen Bereich eher noch, vielleicht auch noch ein bisschen die älteren Leute, aber gerade, sagen wir mal, jüngere Menschen, irgendwas zwischen 16 und 46 würde ich jetzt einfach mal schätzen, habe ich das Gefühl, die haben entweder mit Religion überhaupt nichts am Hut, so wie ich zum Beispiel, oder die gehen all in mit der Scheiße. Ne? Und sehen das dann als ihren einzigen Lebensinhalt. Ne? Das ist die Quintessenz ihrer Identität. Und ich weiß nicht, wenn immer geredet wird, von wegen Identität ist so wichtig, mag sein. Ne? Also man muss schon irgendwie als Mensch, glaube ich, durch die Welt gehen und so ein bisschen eine eigene Vorstellung haben vom eigenen Selbst, wer man ist, als was man sich identifiziert. Aber ich halte es auch stellenweise für ein bisschen übertrieben. Ne? Ich glaube, dem wird oft in der Gesellschaft ein bisschen zu hoher Stellenwert gegeben. Und dass man eben den Leuten mal beibringt, so es ist cool, dass das da deine Identität ist. Auch cool, wenn du da irgendwie stolz drauf bist und so. Aber es ist jetzt nicht das Wichtigste auf der Welt und vor allem ist es irgendwie dein Privatbullshit. Ne? Also die beste Beispiele sind die ewigen Veganer-Memes und Witze. Ja? Woher erkennst du, ob jemand Veganer ist? Er wird es dir sagen. Haha, haben wir gelacht. Flacher Witz, aber in der Quintessenz natürlich, wenn jemand diese Lebensart nicht nur aus reiner Überzeugung lebt und sagt, hey, das ist halt so ein Teil von mir, ne, mache ich, sondern wenn es halt wirklich die komplette Identität ist, dann, ich weiß nicht, ist der eigene Selbstwert natürlich immer in Gefahr. Wenn ich meine komplette Identität auf eine einzige Sache fokussiere, ist der Selbstwert, den ich habe, basiert nur darauf. Und wenn das jemand irgendwie versucht ins Wanken zu bringen, reagieren diese Leute natürlich komplett auf Eskalationsmodus. Und dementsprechend halte ich das irgendwie für schwierig. Und viele Leute, ich weiß nicht, ob das Dummheit ist oder Faulheit oder Zeitmangel oder ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich kenne viele Leute, die suchen sich eine Sache aus, die sie definiert. Das ist ihre Identität und mehr ist es nicht. Ne? Ich bin, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, Veganer. Ne? Oder ich bin Christ. Oder ich bin Mädler. Und ich weiß nicht. Man sagt ja immer, auf einem Fuß steht man nicht gut, gell? Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das dann einfach fürchterlich langweilige Menschen sind, die nicht mehr wie ein Interesse gleichzeitig verwalten können oder vielleicht wird er es uns sagen. Ne? Ich habe ungefähr bis hier habe ich das Video gesehen, habe mir genau diese Gedanken gemacht, die ihr jetzt zum Besten gegeben habt und
und habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt schon so viel dazu zu sagen habe, dann gucken wir uns den Rest vom Video auch nochmal an und kann ich das hier auch während der Reaction machen. Ich spreche bewusst von These, denn es geht um mein Gefühl, dass Politik mehr und mehr religiöse Züge annimmt. Und diese Einschätzung versuche ich hier argumentativ zu untermauern. Wissenschaftlich als Hypothese belegen kann ich es selbstverständlich nicht. Seht das Video also, wie immer, als Denkanstoß und Diskussionsgrundlage und nicht als unumstößlichen Fakt. Das ist wichtig. Und da sind wir ja eigentlich auch schon voll im Thema. Ne? Es geht eben nicht mehr um Denkanstöße im öffentlichen Diskurs oft, sondern es geht halt, es ist unumstößlicher Fakt und entweder, das ist der nächste Punkt, wenn du mit in einer tollen Identitätsbewegung sein willst, egal um welche Identität es jetzt geht, ne? Ob du dich jetzt irgendwie als links definierst, politisch, in dem Fall, oder als rechts, oder ob du dich als Christ oder Moslem definierst, oder es gibt immer klare Absolutismen und wenn du nicht auf Linie bist, wirst du aus dieser Gruppe verstoßen und verlierst deine Identität und dadurch haben gewisse Leute Macht über dich. Und dementsprechend werden diese Leute aus Angst davor, aus diesem sozialen Gefüge zu fliegen, werden die das bis aufs Blut verteidigen, egal wie dumm es ist. Ne? Und dann wird Kontrolle ausgeübt, aber das ist halt dumm. Ne? Wenn deine Identität darauf beruht, einer Gruppe anzugehören, die absoluten Gehorsam fordert oder dich alternativ verstößt, dann bist du da gut weiter, wenn du, ganz ehrlich, das ist dann raus aus der Nummer. Ne? Man gibt ja genügend religiöse Bewegungen, wo das so ist. Ne? Generelle Red Flags all over the place. No way! Das klingt für dich nach einer Trivialität? Ach, hier muss ich dich wieder enttäuschen. Nicht nur Alicia Joe, sondern wir alle nehmen es gern für uns in Anspruch, rational und faktenbasiert zu sein. Dabei ist so. Ich nehme das wirklich gern für mich in Anspruch. Und jeder, der meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt hat, weiß, ist nicht so. Ne? Ich bemühe mich oft, so gut es geht, rational und faktenbasiert zu sein. Aber es ist natürlich für keinen Menschen hundertprozentig möglich, ne, an jedes Thema vollkommen rational und emotionslos ranzugehen. Ne, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Jetzt muss man aber auch sehen, dass vielleicht die eigene emotionale Reaktion auf irgendwas drüber ist, ne, über dem, ne, und man die anderen Leute nicht dafür verurteilen darf, dass sie eben nicht so emotional darauf reagieren, wenn sie jetzt meinetwegen die Erfahrungen nicht gemacht haben. Und andersrum genauso. Ne? Also wenn jetzt das sind die berühmten Triggerwarnungen. Ne? Wenn dann wieder kommt, ja, hier in diesem Video, Vorsicht, ja, da geht es um häusliche Gewalt. Wenn ihr das nicht sehen könnt, bla bla bla. Und nur weil mich irgendwas triggert, heißt es ja nicht, dass das andere Leute deswegen auch triggert. Aber das ist ja, dann habe ich nicht das Recht hinzugehen und diese Leute anzukacken, weil es die nicht triggert, mit der Aussage so, warum triggert dich das nicht? Ne? Du bist offensichtlich ein schlechter Mensch, weil ich bin ein guter Mensch und mich triggert das und im Ausschlussverfahren musst du dann ein schlechter Mensch sein. Das ist halt dumm. Das ist halt maximal dumm. Grassiert mehr und mehr die Neigung, gewisse Grundannahmen einfach unreflektiert zu übernehmen und nicht mehr zu hinterfragen. Und das ist nicht nur ein großes Problem, um ehrlich zu sein. It's a complete crap. In meiner Kritik an Religion stolpere ich regelmäßig über solche Annahmen. Dort nennt man es ein Dogma. Und jedweder Dogmatismus, egal ob im Kontext von Religion oder im Kontext von Politik und Gesellschaft, mündet zwangsläufig in einem nahezu religiösen Charakter. Das gilt für beide Seiten des politischen Spektrums und damit höchstwahrscheinlich auch für dich. Ja. Wie gesagt, Fanatismus immer dumm, weil er nimmt dir die Objektivität und die Ergebnisoffenheit. Und das beste Beispiel ist halt einfach auch, es kann halt auch jemand, der grundlegend
einer anderen Meinung ist als du. Ne? Also jetzt angenommen, du als Person bist jetzt politisch links eingestellt, wählst die Linke, gehst auf Demos gegen Nazis und so und du diskutierst mit jemandem, der Nazi ist und dieser Nazi sagt dir, keine Ahnung, wenn es schneit, ist kalt. Dann ist das nicht weniger wahr, nur weil der halt ansonsten ein ganz anderes Weltbild vertritt wie du. Ne? Also ich werde mit Nazis in sehr wenig übereinstimmen, aber da muss ich ja übereinstimmen, weil ja offensichtlich da eine Wahrheit darin ist. Und wenn du das mal begriffen hast, dass auch dumme Leute kluge Sachen sagen können, dann kannst du an so eine Diskussion ganz anders rangehen. Bevor wir das im nächsten Kapitel vertiefen, lass mich noch kurz etwas Hintergrund zum Video geben. Der Hintergrund zum Video. Jetzt war ich schon wieder werten, ne? Hab gesagt, ja, Nazis alle dumm. Das Skript zum Video liegt schon länger halbfertig in meiner Schublade. Direkt neben meinem ersten Buch, das den passenden Titel Dialog statt Dogma trägt. Jedenfalls hat mich ein prägender amerikanischer... Ich muss dazu sagen, wenn ich von Nazis spreche, dann meine ich Leute, die schon in dieser, wie er sagt, in diesem Dogmatismus drin sind. Ne? Für die gibt es hier alle Ausländer böse, alles Forza außer Mutti, etc. bla bla. Und dann YouTuber nachhaltig inspiriert, das Video fertigzustellen. Den Atheisten unter euch ist der Kanal Dark Matter bestimmt bekannt. Schaut euch hier das ganze Video an und wenn euch mein Religionscontent interessiert, schaut auf meinem Zweitkanal noch mehr BS vorbei. Dort gibt es spannende Diskussionen mit Philosophen und Apologeten. Auf dem Hauptkanal hier solltet ihr selbstverständlich sowieso ein Abo dalassen, wenn euch dieses Video bisher interessiert oder ihr eine Negativfaszination bezüglich meines Schnauzers erlebt. Team A oder B? Im Originalvideo zählt Dark Matter in ca. 6 Minuten für beide Seiten des politischen Spektrums 43 bzw. 45 Punkte auf, die typische Vertreter der jeweiligen Seite sehr wahrscheinlich komplett vertreten würden. Die sind in der ursprünglichen Fassung schon recht gut übertragbar auf Deutschland. Aus 3 Gründen habe ich die Liste aber auf jeweils 30 Punkte reduziert und teilweise umformuliert. Erstens, einige Punkte, wie zum Beispiel Waffengesetze, sind für Deutschland kaum relevant. Zweitens, Dark Matter ist eindeutig links, dabei aber so differenziert, dass die linken Positionen viel eher der Realität entsprechen als die überzogene Vorstellung, die viele Rechte von den Linken haben. Drittens, umgekehrt waren viele rechte Positionen leider weniger differenziert formuliert. Deshalb habe ich einiges so angepasst, dass sie analog eher einem echten Menschen und keiner Karikatur eines Rechten entsprechen. Selbstverständlich gibt es, leider, auf beiden Seiten Vertreter, die sehr viel radikalere Positionen vertreten. Die sind aber sowieso nicht meine Zielgruppe. Ich möchte mich hier an diejenigen richten, die moderat genug sind, Nuancen in der gegenteiligen Sichtweise erkennen zu können. Das ist eben das Wichtige. Ne? Also wenn du mal in diesem Dave Shoyuka Mindset drin bist oder in dem Mindset von jetzt meinetwegen wirklich einfach einem krassen Rassisten, wenn die Leute mal in diese Extreme wenn die da mal gelandet sind in diesen Extremen, dann wird es schwierig. Ne? Dann wird es schwierig, die Leute zu erreichen. Dann zählt auch keine Vernunft mehr. So, dann ist nur noch Kampf angesagt. Und das ist halt schade. Ne? Und erkennen zu wollen. Aus meiner Erfahrung teilen die meisten Leute, links oder rechts der Mitte, viel eher eine der folgenden Positionen als ihre extreme Ausprägung. Der anderen Seite schreiben sie aber häufig automatisch die absurdesten Auswüchse der Gegenseite als Standardposition zu. Ja, keine Ahnung. Bestes Beispiel ist jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, ein moderat rechtskonservativer Mensch sagt, Kriminalstatistik hier beweist, dass Ausländerkriminalität in Deutschland ein Problem ist. Und wenn du dann moderat links bist, so wie ich, dann schaust du die Statistik an und siehst, im Vergleich zum Anteil der Bevölkerung ist der Anteil der von Leuten mit Migrationshintergrund begangenen Straftaten tatsächlich faktisch höher als von den sogenannten Bio-Deutschen. Ne?
dann hat derjenige einen Punkt und dann muss man dann darüber diskutieren, so warum ist das so und ne, aber erstmal dann zu sagen, Moment mal, das ist ein rechter Talking Point, das akzeptiere ich nicht, mit dir unterhalte mich nicht, ist halt jenseits von behindert. Ne? Man muss sich das schon anschauen. Wenn es dann so ist, muss man sich fragen, warum ist es so und was kann ich dagegen tun? Typische Argumente von Team A. Erstens, Flüchtlinge sind willkommen. Zweitens, Immigranten sollten menschlich behandelt werden, auch wenn sie nicht legal einreisen. Sie steuern etwas zur Gesellschaft bei und sollten die Chance erhalten, Bürger zu werden. Drittens, Entwicklungshilfe ist eine gute Sache. Viertens, Steuererhöhung für Unternehmen und Reiche. Fünftens, Sozialstaat und medizinische Versorgung sollten ausgebaut werden. Sechstens, verwende bevorzugte Pronomen und unterlasse Deadnaming von Transpersonen. Siebtens, Transfrauen sind Frauen. Transmänner sind Männer. Achtens, das Geschlecht ist ein Spektrum. Neuntens, Männer und Frauen können die gleichen Rollen in der Gesellschaft ausfüllen. Zehntens, Genderrollen sind hauptsächlich ein soziales Konstrukt. Elftens, die Abwesenheit von Frauen oder Minderheiten in professionellen Gruppen, die vornehmlich weiß sind, könnte das Ergebnis von Diskriminierung sein. Deshalb sind DEI-Programme gute Möglichkeiten, das zu bekämpfen. 12. Rassismus ist immer noch ein Problem. 13. LGBT-Menschen sollten vom Gesetz geschützt sein. 14. Abtreibung sollte legal sein. 15. Menschen beeinflussen das Klima und wir müssen den Klimawandel mit drastischen Mitteln stoppen. Okay, ich weiß nicht, wen es interessiert. Ich würde jetzt mal meine Meinung dazu angeben. Ja? Punkt Nummer 1, Flüchtlinge sind willkommen. Wenn jemand tatsächlich vor Krieg und Verfolgung flieht, ja, natürlich. Bin ich der Letzte, der sagt, hey, na, bitte geh wieder zurück in dein Land, wo sie dich lynchen. Zweitens, illegale Immigranten sollten eine Chance erhalten, Bürger zu werden. Ja, weiß ich nicht. Da, ganz ehrlich, da bin ich im Thema nicht zu sehr drin. Dann ist wieder die Definition, was illegal ist und was nicht. Und ich bin generell der Meinung, dass dieser abgedroschene Satz, so wenn Leute aus redlichen Gründen in dieses Land kommen und ne, sich hier niederlassen wollen, dann ist das eine gute Sache. Ne? Wenn jemand aus unredlichen Gründen kommt oder hier einfach nur ne, den Sozialstaat ausnutzen will, dann eher nicht. Entwicklungshilfe ist eine gute Sache, das kommt halt auch auf die Entwicklungshilfe drauf an. Ne? Da gab es letztes oder vorletztes Jahr dieses Problem mit dem Fahrradweg, den ich mir, ne, wo ich mir denke, den kann man sich auch in der Kimme verreiben. Aber wenn ich generell sage, hier, ich kann mit Entwicklungshilfe Fluchtursachen bekämpfen, wo wir wieder bei Punkt 1 sind, dann ist das ja vielleicht sogar einfach eine sehr, sehr gute Sache, wenn du sagst, hier, die Leute kommen hierher, ansonsten die stellenweise wirklich auch dann ein finanzielles Problem darstellen, wenn sie da sind, weil sie die Sprache nicht können oder sonst irgendwie aus welchen Gründen auch immer sich nicht wirklich gut integrieren können, dann kann man mit Entwicklungshilfe dem vorbeugen, dass sie sagen, okay, nee, mir geht es in meinem Land gar nicht so scheiße, dann ne, bleibe ich halt da. Steuererhöhung für Unternehmen und Reiche, wie gesagt, da bin ich linker und für die Arbeiterklasse durch und durch. Die Wohlstandsverteilung in diesem Land ist unter aller Orsch und gehört gewaltig überdacht. Die Leute haben gerade während den Jahren Wirtschaftswunder etc. sind in gewissen Bereichen ist so viel Macht und so viel Geld irgendwie angehäuft worden, dass es einfach meiner Meinung nach vollkommen irrational ist, dass eine Person so viel Geld hat, wenn im gleichen Moment andere Leute irgendwie in diesem unserem Land, das eines der reichsten der Welt ist, zur Tafel gehen müssen und halb verfaulte Tomaten fressen oder
Containern und so ein Shit, weil sie sich zum Fressen nichts mehr leisten können. Dann läuft was falsch und dann muss eine Umverteilung stattfinden. Meine Meinung. Sozialstaat und medizinische Versorgung sollten ausgebaut werden. Ich bin der Meinung, medizinische Versorgung sollte komplett verstaatlicht sein. Krankenhäuser haben für Krankenversorgung zu sorgen und nicht für Gewinne. Ne? Gewinne kann man gerne mit allen möglichen Luxusgütern machen. Ich bin jetzt nicht komplett 100% antikapitalistisch, so ich bin schon auch dafür, dass Leute sagen, ich baue mir ein Unternehmen auf, weil ich habe eine fixe Idee und ich mache damit meine Barne und erarbeite mir damit einen guten Wohlstand, so ist more power to you, aber nicht in diesem Bereich. Medizinische Versorgung sollte gewährleistet sein für egal wen und immer auch diese Zwei-Klassen-Medizin kotzt mich an und gehört abgeschafft. Bevorzugte Pronomen und Deadnaming könnten mir nicht weiter am Arsch vorbeigehen. Ganz ehrlich, wenn irgendjemand sagt, sag sie zu mir, dann sage ich sie. Und wenn irgendjemand sagt, sag was weiß ich was, Pumuckel zu mir, dann sage ich Pumuckel zu der Person, ist mir vollkommen wurscht. Wenn die Person mich dann nicht im gleichen Atemzug nach irgendwie dazu drängen will, irgendwie generell diese Kack-Gender-Sprache zu benutzen, weil das halte ich wiederum für komplett bescheuert. Transfrauen sind Frauen, Transmänner sind Männer, meinetwegen, wenn sie das sein wollen, ist alles gut. Ne? Wenn es da rein um Identität geht, so können wir machen, ist alles fein. Wenn sich die Leute ne, wenn man sagt, hier, ich bin hier Transperson XY, ich mache hier so eine Geschlechtstransition durch, alles gut. Es muss halt auch da wieder ein gewisses Maß gefunden werden, wo man sagt, aber dann hat das natürlich Konsequenzen, weil alles hat Konsequenzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Profisportler bin, das beste Beispiel, es kommt immer wieder vor und langsam kommt es auch im internationalen Profisport an, dann muss ich mir halt bewusst sein, ja, wenn ich ein männlicher Profisportler bin, dass ich nach meiner Transition halt dann halt in dem Sport meiner Meinung nach nichts mehr zu suchen habe, also kompetitiv im internationalen Bereich. Die ganzen Nummern mit den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften oder sonst irgendwas. Ob es dann da eine extra Kategorie gibt, weiß ich nicht. Ich glaube persönlich, dass das bei vielen von denen irgendwie auch an ihrem Ziel, die würden da nicht antreten in der extra Kategorie, weil die müssten ja dann wieder ne? Ich glaube schon, dass gerade, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, diese eine komische Schwimmerin, die amerikanische, die eine Transfrau ist, dass diese Personen schon das geil finden, dass sie einfach einen unfairen Vorteil haben. Obwohl ich hier das Transsein nicht absprechen will. Die kann auch trans sein, ist mir scheißegal. Aber wie gesagt, dann muss ich so fair sein und sagen, okay, dann habe ich halt aber irgendwie in dem Sport, ne, in internationalen Wettkämpfen nichts mehr verloren, weil es halt nicht fair ist. Das Geschlecht ist ein Spektrum. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Also ich glaube, dass es Transpersonen gibt und ich glaube, dass denen auch ne, geholfen werden sollte und dass die transisieren dürfen und hin und her. Ich glaube nicht, dass das Geschlecht ein Spektrum ist. Ich glaube, die Leute, die anfangen mit ich bin nicht binär oder ich bin heute so, morgen so, übermorgen sowieso, ich glaube, dass bei denen höchstwahrscheinlich irgendwo ein anderes Problem zugrunde liegt und die haben halt sich über Social Media einreden lassen, dass das ihr Problem ist und deswegen ich glaube, dass da ist meine Meinung, dass da andere Dinge zugrunde liegen. Männer und Frauen können die gleichen Rollen in der Gesellschaft ausfüllen, absolut unterschreibe ich. Gar kein Problem. Ne? Wenn die Person, ja, auch bei Frauen ist es ja auch so, dass ne, die eine Frau auch körperlich eine andere Voraussetzung hat wie die andere. Möglich ist es, die Realität zeigt aber, dass sich Frauen, wenn sie die freie Wahl haben, oft sogenannte frauentypische Berufe aussuchen.
Nicht, weil sie in diese Rolle gezwungen werden von irgendeiner patriarchalen Gesellschaft, gerade nicht in Deutschland, sondern weil es halt einen Grund hat, dass dass, dass diese Berufe Frauen dominiert sind. Ne? Genderrollen sind hauptsächlich ein soziales Konstrukt, sehe ich nicht. Die IE-Programme sind gute Möglichkeiten, potenzielle Diskriminierung zu bekämpfen. Bei DIE geht es um so Quotengeschichten. Ihr alle wisst, was ich dazu zu sagen habe oder wie da meine Meinung ist. Wer es nicht weiß, schaut sich nochmal mein Snape-Video an. Ich halt davon überhaupt nichts. Ich bin der Meinung, dass so Quotengeschichten potenziell Diskriminierung eher verstärken als bekämpfen. Rassismus ist ein Problem, unterschreibe ich. In manchen Ländern mehr, in manchen Ländern weniger, aber es ist durchaus ein Problem. Das unterschreibe ich auch deswegen, weil jeder Mensch gewisse Vorurteile hat. Die habe ich auch, die merke ich an mir selber auch. Und dass das immer noch ein Problem ist, kann ich dementsprechend auch nicht von der Hand weisen. Ich glaube nur, dass es oft zu einem größeren Problem gemacht wird, gerade in der westlichen Welt, als es eigentlich ist. LGBT-Menschen sollten vor dem Gesetz beschützt sein, sehe ich genauso. Ja, sollten sie. Aber jeder Mensch sollte vor dem Gesetz geschützt sein und zwar genau auf gleiche Art und Weise. Ich bin der Meinung, scheißegal, ob du jetzt welchen Buchstaben des Alphabetes du nimmst, um deine großartige Identität nach außen zu brüllen. Ne? Ich kann auch hinschreiben, bierquamperte Bayern, die gern Leberkassemmeln fressen, sollten vor dem Gesetz geschützt sein, weil ich mich als solcher definiere und dann stimmt das genauso. Ne? Also ich würde einfach das LGBT und diesen Strich weglassen, sollten vor dem Gesetz, dann sind wir wieder beim Grundgesetz. Also vollkommen, das ist Bullshit. Punkt. Ne? Abtreiben sollte legal sein. Bin ich auch der Meinung, ja. Das ist glaube ich, einer der religiösesten Ansätze, ja, wo tatsächliche Religion oft die politische Religion, dass da eine große Schnittmenge gibt und Menschen beeinflussen das Klima massiv. Ja. Glaube ich, ist höchstwahrscheinlich so. Werden wir massive Probleme damit haben. Ich glaube aber nicht, dass es möglich ist, daran was zu ändern. Um daran was zu ändern, müsste die ganze Welt mitmachen. Jeder Mensch auf der Welt. Und wir kriegen das in unseren kleinen Gesellschaften nicht hin, irgendwie zusammen an einem Strang zu ziehen. Das wird nicht funktionieren. Wir haben es während der Pandemie gesehen, ne, wo es dann hieß so, yo, Digga, keine Ahnung, jetzt die nächsten paar Wochen, Monate, vielleicht sind es Jahre, je nachdem wie lange dann hängst du halt so ein Fetzen vor die Fresse, wenn du die 10 Minuten im Supermarkt bist und da die Leute schon eskalieren und sich gegenseitig um Klopapier halb tot prügeln, dann sehe ich nicht, wie wir international irgendwas gegen den Klimawandel tun können, weil, ne? Wie? Wir können uns noch nicht mal, wo wir jetzt oben bei diesen LGBT-Sachen und Trans-Themen waren, wir können uns nicht mal darüber einigen, wer auf welches Scheißhaus geht. Wie zum Teufel sollen wir den Klimawandel bekämpfen als Menschheit? Vollkommen utopisch. Indem wir Vorreiter sind. 16. Ein vollständiger freier Markt führt zu Monopolen und damit Einfluss auf die Regierung. Ja, ist richtig. Haben wir in Deutschland. Ist ja so. Man nennt das Lobbyismus, es ist effektiv einfach Korruption. Das ist. Da haben einfach einen schönen Euphemismus gewählt. Und ganz ehrlich, ich bin immer noch erstaunt, dass das legal ist. Aber das sind, aber meiner Meinung nach sind halt Wahrzeichen für dass man vielleicht doch in der Oligarchie lebt. Weil, wenn Wirtschaftspolitik, ne, für die Arbeiterklasse, in der die meisten Leute sind, egal ob jetzt Kleinselbstständige oder Angestellte oder dergleichen, wenn die nicht umsetzbar ist in einem demokratischen System, sondern obwohl 90% der Bevölkerung von einer anderen Politik ne,
einen Nutzen hätten, trotzdem Politik für diese 10% gemacht wird, ist ein Zeichen, dass man vielleicht, ne, das schon ein bisschen schwierig wird mit der Demokratie in diesem Land. Ne? Covid-Impfungen waren sinnvoll, ja, sehe ich auch so. 17. Die Covid-Impfungen waren sinnvoll. 18. Covid wurde schlecht gemanagt, aber es hätte viel schlimmer sein können und hat bewiesen, dass bei einer schlimmeren Pandemie viele Menschen gestorben wären. Ja, wurde schlecht gemanagt, hätte schlimmer sein können. Durchaus. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch wieder viele so Diskussionen bei Markus Lanz und sowas gesehen, wo es immer heißt, ja, wir müssen es aufarbeiten, hier müssen es aufarbeiten, da. Ja, es ist hier Captain Hindsight, ne, von South Park. Hat die da die Vari, wenn der Hund nicht geschissen hätte, dann hätte er einen Hasen gekriegt. Wir wissen heute, die Schulschließungen waren übertrieben, hätte man weniger machen können, die Lockdowns hätte man weniger machen können. Aber wir haben es ja damals nicht gewusst. Es hilft dir nichts. Wenn ich im Casino beim Roulette-Tisch alles auf Rot setze und es kommt schwarz, dann gehe ich danach raus und sage, ja scheiße, er hätte immer auf schwarz gesetzt, dann hätte er jetzt Geld gewonnen und so habe ich es halt verloren. Das kann er vorher nicht wissen. 19. Viele der Mainstream-Medien sind korrupt oder nicht neutral, aber einige sind vertrauenswürdig und deshalb ist es möglich, Fakten zu prüfen. 20. Wir sollten uns auf Ich hoffe doch, dass dem so ist. Experten verlassen. 21. Wir sollten uns auf Experten verlassen, ist halt wieder schwierig, weil ja, woran misst man, wer Experte ist? Klar kann man sagen, ihr Studium etc. bla bla. Und klar werde ich mich in medizinischen Punkten eher auf die Meinung von einem studierten Arzt verlassen, als auf die Meinung von meinem Kfz-Mechaniker. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber das Problem ist, dass das Wort Experte gerade in den Medien sehr inflationär benutzt wird. So, da ist halt jeder Hinz und Kunz, der meint, seine Meinung ist besonders geil, ist halt ein Experte auf einmal. Weiß ich nicht. Ist schwierig. Ich bin immer der Meinung, wenn jemand Experte ist, dann muss er irgendein Diplom haben, um das beweisen zu können. Ansonsten kann er sein Maul halten. Verschwörungstheorien sind in der Regel lächerlich. 22. Hass und Hetze ist keine Meinung und deshalb nicht. Ja, Verschwörungstheorien sind schon dumm. Also zu 99%. Also, wenn man den ganzen Klassikern losgeht, von wegen hier Bill Gates lässt die Leute chippen oder so einen Bullshit. Ja, ne? Echsenmenschen, der ganze Chaos. Nicht durch freie Meinungsäußerung geschützt. Ja, bei Hass und Hetze ist keine Meinung, das ist halt, in vielen Punkten ist halt das alles eine Definitionssache. Hass und Hetze, was ist Hass und Hetze? Ne, es gibt Leute, die sagen, was ich bei meinen reiner Reactions mache, ist Hass und Hetze. Und es gibt halt Leute, die sagen, nee, das ist Meinungsäußerung. Ne? Ich sag, das ist Meinungsäußerung und Satire. 23. Es braucht mehr Moderation auf sozialen Medien, denn Fehlinformationen sind ein Problem. 24. Ja, das Problem ist natürlich, Fehlinformationen sind natürlich ein Problem, aber ich glaube nicht, dass man das mit mehr Moderation irgendwie in den Griff kriegt, weil wenn es einmal rausgeschissen wurde, dann ist es da. Ne? Das Internet vergisst nicht und ich kann natürlich irgendwie auf Twitter mehr Moderation machen und die Sachen dann runternehmen, aber es ist dann, die Fehlinformation ist schon draußen und die Leute, die wollen, dass die Fehlinformation weiter verbreitet wird, werden dann sagen, die haben das nur deswegen runtergenommen, weil die nicht wissen, weil die nicht wollen, dass ihr das wisst und dann hast du die Leute. Also das ist halt ein Problem mit Social Media. Wenn irgendwas draußen ist, ist es draußen. Das ist das Internet. Wir leben in einer rassistischen Gesellschaft. In Deutschland würde ich sagen, nein. Die Gesellschaft per se ist nicht rassistisch. Wir haben ein Rassismusproblem in der Gesellschaft, weil es halt Rassisten gibt, die dumme Dinge tun. Die gibt es im Übrigen, egal welchen ethnischen Hintergrund sie haben.
Aber dass unsere Gesellschaft an sich grundlegend rassistisch ist in Deutschland, sehe ich nicht. 25. Wir investieren viel zu viel in Militärprogramme. 26. Das ist ein schwieriges Thema. Ich bin der Meinung, wir haben in den letzten 10 Jahren falsch in Militärprogramme investiert, weil wir haben gerade im Laufe der ersten Trump-Administration haben wir ja aufgrund von Druck der USA, auch in Deutschland, stetig unser Militärbudget erhöht. Und wir haben in den 3 Jahren vor 2022, also vor der russischen Invasion in der Ukraine, haben wir, glaube ich, insgesamt um die 120 Milliarden Euro nur in Verteidigung gesteckt. Also nur ins Militär gesteckt. Und trotzdem haben wir eine Truppe, die uns nicht gegen eine Bande hier wie die wilden Kerle verteidigen könnte. Und das heißt meiner Meinung nach, da muss wieder Korruption passiert sein. Weil er gibt mir 120 Milliarden Euro. Ich stelle dir auf jeden Fall mehr hin als das. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. Ich glaube, dass da viel irgendwo schon vorher versickert ist. Klar muss man natürlich, wenn sich im Weltgeschehen so viel ändert wie in den letzten Jahren, muss man darauf reagieren und eventuell sagen, okay, dann brauchen wir vielleicht auch eine stärkere Militärpräsenz, einfach aus Abschreckungsgründen. Aber natürlich muss man sich die Frage auch gefallen lassen, als Politiker in Deutschland, der die letzten Jahre dafür zuständig war, was eigentlich mit der Kohle passiert, die wir die letzten 20 Jahre ja da reingesteckt haben. Wo ist das hingegangen? Ne? Wer hat das jetzt? Die Polizei ist zu korrupt und muss reformiert werden. Habe ich keine Meinung dazu, kenne ich mich gar nicht aus. 27. Die Ukraine muss weiter unterstützt werden. 28. Ja, ist ein schwieriges Thema. Ich sehe es schon so. Das ist aber so mein innerer eigener moralischer Kompass, keine Ahnung. Da kann jeder eine andere Meinung haben. Ich bin der Meinung, wenn du überfallen wirst als Land von irgendjemandem vollkommen unprovoziert, dann sollten dich die anderen schon unterstützen, wenn man vor allem selbst immer mit dem moralisch erhobenen Zeigefinger durchs Weltgeschehen läuft. Ja. Palästina muss unterstützt werden, denn Israel begeht Völkermord. In der ganzen Israel-Palästina-Geschichte, da nehmen sie sich beide nicht viel. Ne? Das ist halt saudaumer Konflikt. Da gibt es Kriegsverbrechen auf beiden Seiten. 29. Die Gegenseite ist viel gewalttätiger als wir. Das heißt stumpfer Populismus. 30. Die Gegenseite wird immer autoritärer oder faschistischer. Ja, immer wenn die Gegenseite und ein Absolutismus dahinter kommt, dann geht der Bullshit-Alarm los. Was ganz wichtig ist, alles, was ich gerade aufgezählt habe und was ich als nächstes aufzählen werde, beschreibt mein Verständnis rechter und linker Position. Ich gebe die nur wieder. So, don't kill the messenger. Mir geht es weder in diesem Video noch auf meinem Kanal darum, links und rechts gleichzusetzen. Weder inhaltlich noch was deren Gefahrenpotenzial angeht. Weder heute noch historisch. Wenn meine philosophischen Überzeugungen interessieren, kann sich hier zum Beispiel meinen Auftritt im Podcast ungeskriptet anschauen. Philosophische Überzeugungen sind aber nicht Realpolitik und deshalb halte ich mich bei politischen Inhalten hauptsächlich raus. Typische Annahmen von Team B. Erstens, Flüchtlinge sind nicht automatisch willkommen. Ein Staat sollte kontrollieren, wer einreisen darf und illegale Migration verhindern. Zweitens, illegale Einwanderer sollten abgeschoben werden, spätestens wenn sie kriminell sind. Der Zusatz ist da wichtig. Ja, ich bin auch der Meinung, dass illegale Einwanderer, vor allem aber auch legale kriminelle Einwanderer sollten abgeschoben werden. Da kann jemand ein eigenes Video drüber machen, aber... Drittens, Entwicklungshilfe ist oft ineffektiv, sie fördert Korruption und Abhängigkeit statt Selbstständigkeit. Viertens. Ist ein Punkt, über den man diskutieren kann.
Absolut, aber da muss man halt auch im Thema drin sein. Da muss man dann schon auch wissen, wo geht die Entwicklungshilfe hin und dann auch, also für Entwicklungshilfe fördert Korruption muss man halt dann Beweise liefern. Dann muss man sagen, hier, das und das an Entwicklungshilfe ist da hingeflossen in die Richtung und das ist nur noch angekommen und es ist eklatant großer Teil davon ist auf dem Weg versickert. Dann, wenn du das nachweisen kannst, dann auf jeden Fall easy, dann muss da auch was dagegen gemacht werden. Weil so eine Entwicklungshilfe ist ja meistens halt auch zweckgebunden. Wenn sie dafür nicht ausgegeben wird, dann hilft es ja nichts. Ne? Wir waren ja vorher bei dem Thema, dass man mit Entwicklungshilfe eben Fluchtgründe beseitigen kann. Wenn das nicht passiert, sondern die Leute, die da eh schon einen Haufen Pulver haben, sich dann einfach nur noch mehr davon in die Taschen stecken und die Leute trotzdem abhauen von dort, dann ist ja keinem geholfen. Außer natürlich den Leuten. Ne? Wenn das passiert, ist er dumm. Beispiel im Kleinen, das ich jetzt neulich hatte, ich bin, wie gesagt, ich habe das Video hochgeladen, letztes Wochenende in Dresden gewesen. Und da kam ein Typ, der offensichtlich drogenabhängig war. Und er kam zu mir und hat mich angesprochen auf der Straße, ja, oh, hast du mal irgendwie ein bisschen Geld für einen Kaffee und was zu essen? Und er hat halt nichts von mir gekriegt, weil Bullshitten kann ich mich selber. Ne? Ich glaube, wenn der gesagt hat, Alter, ist jetzt schwierig, ich habe hier Suchtdruck und ich krieg bald Entzugserscheinungen und es ist fürchterlich, hast du ein bisschen Kohle für Stoff, vielleicht hätte ihm was gegeben. Ne? Steuererhöhungen schaden der Wirtschaft. Unternehmen und Reiche schaffen Arbeitsplätze und investieren. Der ist Bullshit. Ne? Ja, über Trickle-Down brauchen wir nicht reden, Trickle-Down funktioniert nicht, weil Trickle-Down müsste, um zu funktionieren, als Grundvoraussetzung haben, dass die Leute den Hals voll kriegen, die Leute kriegen den Hals nicht voll. Also Bullshit. Ne? Wenn du den Leute einfach machen lässt, dann werden sie sich so viel nehmen, wie sie können. Und da muss staatlich meiner Meinung nach irgendwann mal eingegriffen werden. Ganz ehrlich, ich bin nicht so naiv, dass ich mir denke, so, ja, es wird niemals irgendwie Leute geben, die reicher sind als alle anderen. Wird es immer geben. Wird es immer geben, aber es ist inzwischen wirklich auf ein perverses Niveau gewachsen. 5. Ein ausufernder Sozialstaat ist nicht nachhaltig. Eigenverantwortung ist wichtiger als staatliche Umverteilung. 6. Pronomenzwang ist ein Eingriff in die Meinungsfreiheit. Sprache sollte nicht durch Ideologie reguliert werden. Ja, das kommt jetzt ganz drauf an. Also, wie gesagt, wenn es jetzt direkt um eine Person geht, die herkommt und sagt, hallo, bitte sag they, them zu mir, dann sage ich halt they, them zu der Person. Höchstwahrscheinlich werde ich mich mit der Person aber nicht viel unterhalten, weil ich mit Sex, ja, aber das Thema beiseite. Ähm, wenn du versuchst, den, aus, aus der Sichtweise einer Minderheit in der Gesellschaft, zum Beispiel mit Gendersprache, die komplette Gesellschaft irgendwie da zu knechten, dann bin ich da auch dagegen. Ne? 7. Transfrauen sind keine biologischen Frauen. Geschlecht ist Die Aussage ist so richtig. Ne? Das ist so richtig. Das ist, um es runterzubrechen, wenn die Person ein Verbrechen begehen würde und die Polizei findet DNA-Spuren von dieser Person, wird sie sagen, es ist eine männliche Person. Fertig. Also, eine objektive Realität, keine Identitätsfrage. 8. Geschlecht ist binär. Es gibt nur männlich und weiblich. Intersex ist eine seltene Ausnahme. 9. ja, Geschlechterrollen haben biologische Grundlagen. Männer und Frauen sind nicht identisch. ja, ist tatsächlich so. Ne? Es ist ja nachgewiesenerweise so, dass Frauen, auch wenn sie sich frei für alles entscheiden können, oft halt in die Richtung gehen, die halt typisch ist, in Anführungsstrichen. Ne? Und
es ist auch vollkommen klar, dass wenn du jetzt sagst, ey, du bist auf der Ölplattform arbeiten und du bist da 50 Kilo Frau, dann bist du halt dafür vielleicht nicht sonderlich geeignet, weil dir beim ersten Wind irgendwie über die Reling weht. 10. Genderrollen sind nicht nur sozial konstruiert. Evolution und Biologie spielen eine Rolle. 11. DEI-Programme sind Diskriminierung. Sie bevorzugen bestimmte Gruppen und benachteiligen andere. Ja, ist richtig. Das würde ich unterschreiben. Ja? Ich kann nicht Diskriminierung mit Diskriminierung bekämpfen. Das geht nicht. Ich kann auch ein Feuer nicht, einen Hausbrand nicht mit einem Flammenwerfer löschen. 12. Und wenn man dieses ja, aber über so und so viele Jahrhunderte hat die und die Gruppe das und das getan, dann ist es doch jetzt nur fair, wenn die anderen mal. Nee, ist es nicht. Fair ist, wenn alle gleich behandelt werden. Scheißegal, welche Ethnie, Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung oder sonst was sie haben. Das ist fair. Ja? Ansonsten sollten wir jetzt die Wehrpflicht wieder einführen oder wieder aktivieren, müssten wir dann sagen, okay, keine Ahnung, wir haben jetzt jahrzehntelang haben wir nur Männer zur Wehrpflicht gebeten. Jetzt müssen wir ein paar Jahrzehnte lang nur Frauen nehmen, weil das ist dann fair. Das wäre auch dumm. Ne? Wenn du es fair haben willst, musst du alle mustern und dann dementsprechend natürlich wäre auch eine 50 Kilo Frau keine 40 Kilo Artilleriegranate irgendwie wuchten können. Braucht man auch nicht drüber reden. Aber die hat sicher dann auch eine andere Möglichkeit, sich da nützlich zu machen in der Truppe. Für den Fall. Rassismus ist kein systemisches Problem. In Deutschland nicht. Die meisten Menschen werden heute nicht rassistisch diskriminiert. Ja. 13. LGBT-Menschen brauchen keine Sonderrechte. Gesetze sollten alle gleich behandeln. Das sehe ich auch so, ja. Wie gesagt, ich habe hier vom linken und vom rechten Talking Point gibt es sinnvolle Punkte. 14. Abtreibung ist Mord an ungeborenem Leben. Halte ich für übertrieben. 15. Klimapolitik darf nicht wirtschaftlichen Selbstmord bedeuten. Das sehe ich genauso. Es hilft niemandem, wenn alles in Schutt und Asche liegt. So, juhu, wir haben die Welt gerettet, aber hilft keinem. Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein. Mhm. 16. Freie Märkte fördern Wohlstand. Ja, in einem gewissen Maße. Ne? Das ist halt, da sind wir wieder in so einem Absolutismus. Offensichtlich nicht. Ne? Also, klar, fördern Wohlstand für einige wenige. Also, du kannst natürlich, je mehr freie Märkte, desto mehr ist nach oben die Skala offen, aber auch nach unten. Das ist in jedem Ding so. Das ist beim Glücksspiel so. Das ist bei jeder Anlage so, dass je höher das Gewinnpotenzial, desto höher das Risiko. Und ich bin der Meinung, wenn wir für alle das Gewinnpotenzial runtersetzen, dann setzen wir für alle auch das Risiko runter und dann sind wir in einer gerechteren Gesellschaft. Monopole entstehen oft durch staatliche Eingriffe. 17. Covid-Impfungen wurden überbewertet. Sie waren nicht so wirksam wie behauptet. Wie gesagt, fühle ich jetzt nicht, aber das ist Bauchi bei mir. Ich habe schon das Gefühl, dass das was geholfen hat. Aber da möchte ich mir jetzt nicht zu sehr in die Nesseln legen. Ich bin weder Mediziner noch irgendwie Virologe oder sonst irgendwas. 18. Covid war ein politisches Desaster. Lockdowns und Maßnahmen haben mehr Schaden als Nutzen gebracht. War ein politisches Desaster, ja. Mehr Schaden als Nutzen, weiß ich nicht. Kommt drauf an. Ne? Ich glaube, in manchen Bereichen waren die Maßnahmen richtig und wichtig und in manchen Bereichen hat man halt reingeschissen. Aber das ist nicht zu vermeiden. 19. Die Mainstream-Medien sind manipulativ. Sie haben politische Agenten und unterdrücken abweichende Meinungen. Alle Medien sind manipulativ. Alle, ausnahmslos. Weil
jeder Mensch, der Medien produziert, sogar ich, eine eigene Meinung hat, die er in seinen Content mit einfließen lässt. Das lässt sich nicht vermeiden. Und dadurch wird es inhärent manipulativ. Egal welchen Bericht von wem und wenn er noch so sehr versucht, objektiv zu sein, es ist immer ein bisschen eigene Färbung mit drin und es ist immer manipulativ. Das ist eine Nicht-Aussage. Das ist du kannst hier auch wieder Mainstream-weg. Medien sind manipulativ. Das ist der Grund, warum es sie gibt. Ne? Medien haben den Grund, dass auf der Basis dessen, was sie berichten, eine Meinungsbildung stattfindet. Ansonsten bräuchte ich sie nicht. Fertig. Alle Medien sind manipulativ. Fact-Checking macht keinen Sinn. 20. Experten liegen oft falsch. Ja, natürlich macht Fact-Checking Sinn. Ne? Wenn der Rainer Winkler sagt, die Haut ist kein Organ, dann macht Fact-Checking Sinn. Und das ist bei jeder anderen Aussage auch so. Ne? Blindes Vertrauen in Experten ist gefährlich. Ja, wie gesagt, da kommt halt auch auf den Experten drauf an. Und meiner Meinung nach ist ein vertrauenswürdiger Experte immer einer, der sagt, kann aber auch Bullshit sein. Der ehrlich sagt, so, ich bin mir zu 80-90% sicher, aber ich kann mir nie 100%ig sicher sein. Es kann auch sein, dass morgen die große Erkenntnis kommt, die das alles über den Haufen wirft und dann habe ich Bullshit erzählt. Komm morgen nochmal wieder und frag nach, ob tatsächlich auch das noch der aktuelle Stand ist, auf dem wir uns bewegen. Gefährlich. 21. Viele Verschwörungstheorien haben sich bewahrheitet. Misstrauen gegenüber offiziellen Narrativen ist daher berechtigt. Ja, es kommt, wie gesagt, das kommt auf die Verschwörungstheorien drauf an. Ja, also, just because you're paranoid doesn't mean they're not after you. Aber es gibt halt glaubwürdigere Dinge, wo sich es vielleicht auch rentiert, mal genauer hinzuschauen. Ergebnisoffen. Und es gibt halt offensichtlichen Horse-Shit, wie, keine Ahnung, Ex-Menschen kontrollieren die Welt, das Weltgeschehen. 22. Meinungsfreiheit muss absolut sein. Auch unangenehme Meinungen müssen erlaubt sein. Ja. Muss es. Auf jeden Fall. Aber, wenn ich der Meinung bin, dass deine Meinung dich zu einem dummen Arschloch macht, muss ich auch sagen dürfen, du bist ein dummes Arschloch. 23. Zensur in sozialen Medien ist gefährlich. Wer entscheidet, was Fehlinformation ist? Das ist richtig. Ja? Da sind wir bei 23, sind wir, da sind beide Aussagen. Ne? Bei dem einen ist mit der Moderation, ja, ist natürlich wichtig, dass wir den Bullshit nicht ungefiltert in den Äther entlassen, weil das Schaden anrichten kann. Natürlich ist halt auch schwierig, wer entscheidet denn, was ist denn richtig und was ist falsch. Ich sage nur, keine Ahnung, in Russland darf man gewisse Dinge über die Special Military Operation nicht sagen, weil ansonsten für 15 Jahre in den Knast kommt. 24. Wir leben nicht in einer rassistischen Gesellschaft. Westliche Länder sind die tolerantesten der Welt. Ja, westliche Länder sind die tolerantesten der Welt, durchaus. 25. Starke Militärinvestitionen sind notwendig. Sicherheit ist die Grundlage von Freiheit. Kann man in der aktuellen politischen Weltlage nicht ganz von der Hand weisen. 26. Die Polizei ist nicht das Problem. Kriminalität ist das Problem. Ja. Ne? Schon. Bin aber immer noch der Meinung, man könnte auch in der Polizei noch besser ausbilden, noch mehr machen und ich habe viele Situationen erlebt, in denen ich mir von Polizisten ein
respektvolleres oder deeskalierenderes Verhalten gewünscht hätte. Wobei ich natürlich auch der Meinung bin, dass wenn einwandfrei nachweislich wirklich schwere Straftaten begangen werden, natürlich die Polizei auch ne, die Rechte haben sollte, dann diese Gewalt auch durchzusetzen. Ne? Ist immer schwierig. Da ist Verhältnismäßigkeit wieder the name of the game, glaube ich. 27. Die Ukraine-Unterstützung ist fragwürdig. Das eskaliert den Konflikt und schadet uns selbst. Das halte ich wieder für Bullshit, weil dieser Konflikt ist schon auf einem maximalen Eskalationsniveau und wie sehr der noch weiter eskalieren kann oder nicht, liegt ja in dem Fall nicht in unserer Hand. Ne? Weil man bei irren Despoten halt nicht weiß, was sie tun, was sie machen, was sie wollen, weil sie unberechenbare, irre Despoten sind. Und wenn der sagt, hey, ich habe Bock auf Krieg, dann wird's Krieg geben. So, da können wir machen, was wir wollen. Dem vielleicht dann über sowas deutlich zu machen, Digga, wir spielen da nicht mit und wir haben da keinen Bock drauf, hör auf. Ne? Im Zweifelsfall muss Krieg gegen uns alle führen, damit er sich's überlebt, weiß ich nicht. Ist meiner Meinung nach, ich bin historisch relativ interessiert, ist meiner Meinung nach der richtigere Weg. Ne? Denn ich weiß nicht, wer sich politisch so weit beziehungsweise historisch so weit auskennt. Der gegenteilige Ansatz war damals, was die anderen Länder getan haben, als Hitler angefangen hat, genau dieselbe Scheiße zu machen. Also Putin hat da wirklich aus dieser Geschichte gelernt. Da hieß es auch erst, ja, hier wohnen ja Bevölkerungsgruppen, die größtenteils ethnisch deutsch sind, dann können wir das doch ins Reich eingliedern. Und die Leute fanden es eigentlich nicht geil und haben gesagt so, aber wenn wir dir das jetzt durchgehen lassen, so dann ist gut, oder? Also dann kannst du hier diese Teile haben, wo überwiegend deutschstämmige Leute leben und dann ist aber gut. Ja, ja, dann ist gut. Und dann kam der halt wieder mit was anderem um die Ecke, so lange bis es halt komplett eskaliert ist. Also muss halt dann irgendwann das ist wie, keine Ahnung, ne? Das ist wie bei allem menschlichen Verhalten, man probiert seine Grenzen auszutesten, wie bei kleinen Kindern oft. Nur in deutlich drastischeren Maßstab. Ne? Da muss irgendwann mal gesagt in dem Moment, nee, das läuft nicht so. Du kannst nicht einfach so und so machen. Ne? Und das ist bei hier irgendwelchen anti-autoritären ESO-Tussis, die ihre Kinder zu Arschlöchern erziehen, nichts anderes als international die Gemeinschaft sagen muss, hey, Kollege, ne, bis hierhin und nicht weiter. Weil ansonsten ist Eskalation auf jeden Fall vorprogrammiert. 28. Israel verteidigt sich gegen Terrorismus. Palästina wird von extremistischen Gruppen kontrolliert. Wie gesagt, ne, Israel, Palästina, die nehmen sich beide nichts. 29. Die Gegenseite ist viel gewalttätiger als wir. Ja, okay. 30. Die Gegenseite wird immer autoritärer oder faschistischer. Ich denke, es ist absolut eindeutig, dass Team A das ist, was wir als links oder progressiv und Team B das ist, was wir als rechts oder konservativ bezeichnen. Bei wie vielen Punkten für welche Seite bist du mitgegangen? Das ist spannend, aber vielleicht noch interessanter ist die Frage, bei wie vielen Punkten hast du gedacht, das ist doch gar nicht die Position, die die anderen vertreten. Wenn das mehr als eine Handvoll Mal passiert ist, könnte das darauf hindeuten, dass du dich zu sehr in Echokammern bewegst, statt dich wirklich mit der Gegenseite auseinanderzusetzen. These aren't the droids you're looking for. These aren't the droids we're looking for. Wenn du beim Lesen oder Zuhören für eine Seite nur genickt und Star Wars Memes. Gotta love them. für die andere nur den Kopf geschüttelt hast, weil du in der gegenteiligen Position wirklich gar keine Grundlage für irgendeine Legitimität der Position siehst, dann herzlichen Glückwunsch. Du bist Teil der linken oder rechten Religion. Denn wenn du nicht erkennen kannst, dass es in den allermeisten
Fällen zumindest in Teilen auf Details wie Umstände und Kontext ankommt, dann begehst du den ideologischen Fehlschluss. Exkurs. Was ist ein logischer Fehlschluss? Regelmäßige Zuschauer von mir sind mit dem Begriff Fehlschluss vertraut. Aber zur Vollständigkeit ganz kurz erklärt. Ein logischer Fehlschluss ist ein Denkfehler in einer Argumentation. Dabei scheint das Argument auf den ersten Blick schlüssig, enthält aber einen Fehler in der Logik. In diesem Video findet ihr die, aus meiner Sicht, wichtigsten solcher Fehlschlüsse. Diese zu erkennen ist wichtig, weil solche Fehlschlüsse zu falschen Schlussfolgerungen führen können. In Debatten, Politik oder im Alltag. Ja, bestes Beispiel ist, Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Das hört sich erstmal, also es kann sich erstmal vernünftig anhören. Wenn man sagt, hier im Übrigen, die Leute haben dann erstmal Cannabis genommen und dann später andere Drogen. Und dann musst du aber schauen, ja Moment, aber wenn ich das jetzt als Absolutes nehme, wie viele Leute gibt es eigentlich, die nur Cannabis genommen haben und später keine härteren Drogen? Und dann hast du schon wieder ein komplett anderes Bild. Oder wenn du zum Beispiel sagst, Moment, aber wie viele von diesen Leuten haben eigentlich, bevor sie Cannabis genommen haben, Alkohol getrunken? Ist dann Alkohol die Einstiegsdroge? Müssen wir den dann auch verbieten? Ne? Und man kann dann natürlich da wieder ergebnisoffen in den Diskurs gehen. Man kann aber auch sagen, wir werden dieses Gesetz so restriktiv wie möglich durchsetzen. Nee. Und dann bist du halt, genau. Auf dem Niveau von einem anderen großen fränkischen Denker. Wer sie erkennt, lässt sich weniger leicht manipulieren. Apropos Manipulation. Endlich hat es geklappt und ich darf auf meinem Kanal die beste Plattform promoten, die dich vor medialer Manipulation schützt. Ja, die Werbung überspringen wir. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, schaut euch das ganze Ding an. Ich lasse die Werbung von anderen Creatoren meistens nicht durchlaufen, weil ich im Endeffekt dann Werbung auf meinem Kanal für deren Partner mache. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, aber du benutzt auch den Content von denen zum Reacten, das ist richtig, aber ich weiß ja nicht, ob ich jetzt hinter dem, zu dem Content hier kann ich meine Meinung sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hinter dem Werbepartner von demjenigen stehen würde und deswegen lasse ich es lieber. Ja? Der ideologische Fehlschluss. Den ideologischen Fehlschluss habe ich in der Literatur von dem Philosophen Pieter van Beuren von der Universität in Johannesburg gefunden. Van Beuren geht es in seinem Paper konkret um Südafrika in den 90er Jahren. Stichwort Apartheid etc. Und generell verfolgt er dort ein anderes Ziel. Schaut es euch bei Interesse gern selbst an. Van Beuren geht es darum aufzuzeigen, dass ideologische Fehlschlüsse dann entstehen, wenn Argumente zur Rechtfertigung von Machtverhältnissen dienen und dabei inkonsistente Prämissen oder irreführende Logik verwenden. Ja, das ist das klassische Shoyoka-Ding, ne? Alles ist frauenfeindlich. Sie wird nicht kritisiert, weil sie Bullshit labert, sondern weil alle Leute, die sie kritisieren, frauenfeindlich sind. Wenn es Frauen sind, dann sind diese Frauen entweder biedern sie sich dem Patriarchat an oder sie sind irgendwie schon auf Linie gebracht oder Gehirn gewaschen. So. Alles, was nicht ins eigene Weltbild passt, wird kontinuierlich ausgeblendet und es gibt immer nur die eine Wahrheit und den einen Grund und das ist immer der gleiche. Ne? Das ist, wenn wir zurückgehen in die religiöseren Zeiten, gerade in Europa, dann ist immer irgendwie vom Teufel besessen oder sonst irgendwo. Ne? Das ist immer der Teufel. Wenn so was Schlechtes passiert, ist immer der Teufel gewesen. Und wenn der Shoyoka was Schlechtes passiert, dann ist immer das Patriarchat und Misogynie. Und wenn irgendeinem Neonazi was Beschissenes passiert, ja, keine Ahnung, wenn er seinen Job verliert, dann liegt das nicht daran, dass er irgendwie mit 2 Promille in die Arbeit gewankt ist und nicht zum ersten Mal und dann irgendwann rausgeschmissen wurde, sondern dann sind die Ausländer daran schuld und so weiter und so fort. Sein Ansatz hat Ähnlichkeiten zu meiner Verwendung. Ich gehe dabei aber noch einen Schritt weiter und verwende ihn in meiner BS-Definition als einen Denkfehler, der vorliegt, wenn eine politische oder weltanschauliche Position nicht nur aufgrund rationaler Argumente vertreten wird, sondern weil sie zur eigenen Gruppe gehört und damit als indiskutabel gilt.
Gleichzeitig wird die Gegenposition überzeichnet und als Standard für die Gegenseite angenommen, um sie pauschal als illegitim oder moralisch verwerflich abzulehnen. Ja, das ist auch so ein Ding. Ne? Wenn halt irgendein vollkommen schwindeliger Behindi aus der extrem linken Bubble mal wieder irgendeinen geistigen Dünnpfiff von sich gibt, dann wird das halt wirklich Wasser auf die Mühlen der genau anderen radikalen Positionen, die dann sagen, die Linken wollen alle das. Ne? Und ja. Dieser Fehlschluss hat Ähnlichkeiten zum psychologischen Phänomen des Gruppendenkens. Er unterscheidet sich aber für mich vor allem auch dadurch, dass er sich nicht nur aus sich selbst als alternativlos legitimiert, sondern die vermeintliche Gegenposition so sehr überzeichnet, dass differenzierte Gegenargumente im Graubereich unsichtbar bleiben. Ist es bei einem Gewäsch geradezu kompliziert? Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Ja, das ist, er nimmt das Geschlechterrollen, keine Ahnung, wenn man jetzt auf diese Abtreibungsthematik geht, dann ist es so, ja, bist du dafür, dass Kinder ermordet werden? Dann sagt natürlich jeder Nein. Beispiel Geschlechterrollen. Was denkst du als eher rechter, wie die progressive Position klingt? Klingt die eher nach dogmatische linke Sichtweise? Männer und Frauen sind völlig identisch und es gibt überhaupt keine Unterschiede. Oder eher nach differenzierte linke Sichtweise? Männer und Frauen sind in vielen Bereichen gleichwertig fähig und sollten nicht durch starre Geschlechterrollen eingeschränkt werden. Individuelle Präferenzen sind teils biologisch, teils sozial geprägt. Aber gesellschaftliche Strukturen sollten nicht verhindern, dass jemand aus traditionellen Rollen ausbricht. Ich würde behaupten, dass die erste, vereinfachte Variante eigentlich gar nicht so häufig auf linker Seite vertreten wird, wie von Rechten angenommen. Weil gleichzeitig aber auch die Linken annehmen, dass die gängige konservative Position in etwa so lautet, wird klar, warum sich viele Progressive mehr und mehr auf ihre vereinfachte, dogmatische Variante versteifen und umgekehrt. Ja, vor allem ist es natürlich auch immer die einfachere Geschichte. Also du kriegst natürlich mehr Leute, wenn du niedrigschwelliger vorgehst. Natürlich. Viele Leute haben auch gar keinen Bock, da sich irgendwie. Die meisten Leute haben auch nicht Zeit, sich in jedes Thema einzulesen. Die Welt ist ja fürchterlich kompliziert geworden. Aber dass du halt wirklich dann sagst, hey, wir nehmen einfach die einfachsten Talking Points und versuchen dann so viel wie möglich auf Bauernfängerei zu gehen, so dann ist halt immer ein bisschen schwierig. Ne? Wie gesagt, ne, alles Fotze außer Mutti. Dogmatische rechte Sichtweise? Frauen gehören an den Herd und Männer dürfen keine Emotionen zeigen. Diese vereinfachte Sichtweise wird natürlich von manchen Menschen vertreten. Und insbesondere, wenn man gleichzeitig davon ausgeht, dass die Gegenseite wirklich von der extremsten Gegenposition ausgeht, wird man das mit dem eigenen plakativen Dogma kontern wollen, anstatt zu sehen, dass die eigene differenzierte Variante sehr viele Überschneidungen im Graubereich hat zu der differenzierten progressiven Haltung. Die differenzierte rechte Sichtweise. Es gibt biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die sich in bestimmten Verhaltensweisen und Rollenpräferenzen widerspiegeln. Natürlich kann es individuelle Ausnahmen geben, aber Geschlechterrollen haben oft evolutionäre oder biologische Wurzeln. Dieses Streitthema lässt sich eigentlich auf eine einzige Frage herunterbrechen. Bist du Team Nature oder Team Nurture? Ich habe darüber hier vor ein paar Jahren schon mal ein Video gemacht. Aber um es hier ganz kurz zu erklären. Es ist eine nach wie vor ungelöste Debatte darüber, wie viele der Unterschiede zwischen Menschen eher biologisch und wie viele eher sozial verursacht sind. Die meisten erkennen an, dass beide Kräfte wirken. Progressive sind dabei viel eher Team Nurture und Konservative viel eher Team Nature. Die nach wie vor ungelöste Streitfrage ist, wie viel Gewicht der jeweilige Einfluss hat. Ja, das wird sich, glaube ich, auch nie hundertprozentig festlegen können, weil das dann, glaube ich, auch wieder individuell anders ist. Manche Leute lassen sich mehr beeinflussen von dem einen, gerade vom Gesellschaftlichen, als andere. Klar, irgendwie den biologischen Bausatz, den du genetisch mitkriegst, den kannst du nicht beeinflussen. Aber wie sehr du deine gesellschaftliche Rolle akzeptierst, die dir kulturell aus dem Kulturkreis, in dem du aufwächst, mitgegeben wird, hat dann natürlich da auch ein bisschen sehr viel mit Individualität zu tun. Ne? Also es gibt, und das meine ich jetzt gar nicht mal abwerten, es hat jetzt nichts damit zu tun, ob du dumm bist oder nicht. Das kann auch sein, ne? Dass du einfach denkfaul bist und sagst, hey komm,
Das haben wir schon allerweil so gemacht. Und dann machst du das halt einfach nur, weil du sagst halt, dann tut mir das Gehirn nicht weh beim Denken. Das ist ein einfacher Lebensplan, den folge ich jetzt einfach bums aus Nikolaus. Was insofern auch vollkommen cool ist, wenn du dann nicht forderst, dass alle anderen das auch so machen. Und, oder ob du sagst, hey, keine Ahnung, das ist jetzt nichts für mich. Ne? Ob wir das schon allerweil so gemacht haben oder nicht, interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Ich würde es gerne anders machen. Und ich würde halt gern irgendwie als Frau jetzt nicht Erzieherin werden, sondern also typisch männlicher Beruf, keine Ahnung. Sind wir wieder beim Kfz-Mechaniker. Ne? Es sollte alles Gucci sein. Nur die allerwenigsten würden behaupten, dass die biologische oder die soziale Komponente gar keinen Einfluss hat. Der Unterschied im Weltbild liegt also nicht darin, dass die einen sexistische Arschlöcher und die anderen biologieleugnende Vollidioten sind, sondern dass a. ein extremer Teil der Gegenseite eine überzogen vereinfachte und dogmatische Position hält, b. diese fälschlicherweise von der eigenen Seite als repräsentative Meinung für die gesamte Gegenseite gesehen wird und c. als Reaktion darauf mehr und mehr eine dogmatische eigene Position eingenommen wird. Das ist das Problem mit lauten Vollidioten. Ne? Also natürlich wenn die dümmsten Affen brüllen immer am lautesten. Jeder von euch, der hier ist, weil er übers Drachengame auf diesem Kanal gespielt wurde, weiß, wovon ich spreche. Der hat immer am lautesten geschrien, Rainer. Wer war immer der Dümmste in der kompletten Geschichte? Rainer. Ja, und da haben die anderen Leute, die da vor der Haustür stehen können, noch so dumm sein können. Stichwort Taschenlampendulli. Ne? Rainer war trotzdem dümmer als die. Und er hat es bewiesen, dadurch, dass er lauter geschrien hat. Und das ist halt auf Social Media auch so. Ja, die Leute, die da am meisten umeinander pöbeln, sind meistens die mit dem geringsten einen Moment, kurz Eskalation. Ich hoffe, ne? Ich glaube, es gerade eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Katzen. Ja, genau. Also die Leute, die auch auf Social Media irgendwie am meisten umeinander plärren, sind halt meistens die nichts anderes können. Ne? Die müssen halt laut und aggressiv sein, in der Hoffnung, andere Leute dann einschüchtern zu können, damit nicht hinterfragt wird, was sie für ein Bullshit schwallen. Und da sind wir halt genau bei solchen Choyokas und so Leuten, aber auch irgendwie, keine Ahnung, wenn du in diese extremen rechten Social-Media-Kanäle da reingehst, dann findest du genauso dumme Leute. Wer hat recht? Wenn du immer noch glaubst, dass das die richtige Frage ist, dann hast du das Video entweder nicht verstanden oder ich habe einen beschissenen Job beim Erklären gemacht. Oder beides. Wir wollen hier ja nicht selber in falsche Dichotomien verfallen. Ernsthaft. Wir müssen einfach anerkennen, dass es verdammt unwahrscheinlich ist, dass eine Seite mit all ihren Positionen auf jeden Fall zu 100% recht hat. Nur weil es aus unserer Sicht die richtige Seite ist. Keine der vorhin aufgezählten Positionen ist zu jeder Zeit und in jeder Konstellation sakrosankt. Zum Vokabellernen: Sakrosankt bedeutet unantastbar, heilig oder unverletzlich. Oft im übertragenen Sinne. Ja, komm. Sei Skeptik, du bist schlau, wissen wir. Ja? Es beschreibt etwas, das als so wichtig oder unveränderlich angesehen wird, dass es nicht in Frage gestellt oder kritisiert werden darf. Und dennoch werden sie alle als das behandelt. Ja, ich bin der Meinung, es gibt wirklich wenige Dinge, die auf die das zutrifft. Aber gerade wenn man jetzt über gesellschaftliche Themen spricht, gibt es sehr wenige Dinge, auf die das zutrifft. Klar, wenn ich in den Physikbereich gehe, ist die Haut ein Organ, ist die Erde rund, sowas, da gibt es eindeutige Aussagen, so die der Wahrheit entsprechen. In dem Moment, in dem ich in einen gesellschaftlichen Kontext reingehe, gibt einfach zu viele Menschen. Ja. Du wirst das nie alles so hundertprozentig sagen können. Nicht umsonst gibt es so viele Splittergruppen, insbesondere bei den Linken, die sich gegenseitig zerfleischen, weil sie sich in Detailfragen uneinig sind. Googelt dazu mal das Phänomen der sekundären Gegensätze oder Narcissism of Small Differences. Denken wir an Streits zwischen klassischen Feministen und Transaktivisten. Guck mal an, Nazis lesen und Nazis lesen Emma. Transfeindlichkeit, meine Damen und Herren. Wie in einer Religion spaltet sich die Linke in verschiedene Konfessionen auf, statt sich auf die gemeinsamen Ziele zu fokussieren. Wir haben also noch einen weiteren quasi religiösen Aspekt neben der sinnstiftenden Gruppenzugehörigkeit,
den wichtigen Symbolen. Ja, ich finde, da hat er jetzt einen sehr, sehr guten Punkt gebracht. Da tritt es ja wirklich deutlich hervor. Ne? Klassische Feministen und Feministinnen und hier diese modernen Queer-Aktivisten und Queer-Feministen, die sind ja beide eigentlich aus dem linken Spektrum und giften sich an vom Allerübelsten und bespeisen sich mit Scheiße. Wo ich selber sagen muss, ich bin da schon eher auf der Seite der klassischen Feministen, dass ich sage, so, wir brauchen Gleichberechtigung, Punkt. Und das sollte dann aber auch wirklich Gleichberechtigung sein. Das sollte so fair wie möglich sein. Und es sollte auch respektiert werden, wenn Frauen sagen, du, ich habe mein ganzes Leben trainiert, um irgendwie die Beste in dieser Sportart zu werden und ich habe keinen Bock, dass da irgendjemand, der eine männliche Pubertät durchgemacht hat, mir da reingrätscht, im wahrsten Sinne des Wortes, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Fußball wären. Und ich habe keine Lust, irgendwie in der Frauenumkleide irgendwelche Himmel zu sehen. Dann ist das meiner Meinung nach ein valides Ding, ne? Und dass man sich einfach auf generelle Gleichberechtigung konzentriert und wirklich auf einen fairen, gleichen Umgang miteinander, geht vollkommen unter, weil jeder nur seinen Stiefel durchdrücken will und dabei übersieht, dass ja das eigentlich kontra gegen das geht, warum man eigentlich ursprünglich angefangen hat, sich politisch einzusetzen. Und den unantastbaren Dogmen. Aber auch die Rechte schneidet hier nicht besser ab. Sämtliche religiöse Tendenzen der Linken sind auch hier zu erkennen. Zwar werden die Dogmen nicht wie eine Monstranz vor sich hergetragen, um sich sogar über die eigenen Mitstreiter zu erheben, dafür zeigen die Rechten aus verschiedenen Gründen eine viel höhere Neigung zum Führerkult. Damals wie heute. Fazit. Leider gibt es im gesellschaftlichen und politischen Diskurs keine atheistische Position. Egal wofür oder wogegen du dich aussprichst, du wirst von der anderen Seite als rechts oder links kritisiert, weil nur noch in diesem Entweder-oder-Muster gedacht wird. Auch der Zentrismus ist keine wirkliche Antwort, weil a. die Lösung nicht automatisch in der Mitte liegt und b. Zentrismus realpolitisch gesehen keine Funktion hat. Er steht nämlich für nichts. Und mit ich weiß nicht kannst du niemanden überzeugen, sein Dogma abzulegen. Fuck. Die einzige Lösung, die ich für mich und uns alle sehe, ist der gleiche Umgang, den ich auch mit Religion pflege. Über deren wirkliche und vermeintliche Dogmen reden, dabei einfache Denkfehler aufdecken und Manipulation vermeiden. Aber dabei fair genug sein, die starken Argumente auch als das anzuerkennen. Du Penner. Nur so können wir zusammenleben, wenn wir uns gegenseitig aus unseren religiösen Filterblasen heraushelfen. Ganz egal, ob das göttliche oder politische Religionen sind. Was meint ihr dazu? Hat Politik inzwischen einen religiösen Charakter? Schreibt mir dazu in den Kommentaren. Ich bin bei Skeptic und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr BS in diesem Video gefunden habt, dann lasst es mich wissen. Lasst es ihn wissen. Mich auch. Ne? Wenn ihr der Meinung seid, ich habe Bullshit gelabert in diesem Video, ganz ehrlich, ich habe jetzt 1,5 Stunden geschwallt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann mal Bullshit gelabert habe in diesem Video, ist relativ hoch. Ne? Auch ich bin nicht allwissend, ich gebe hier nur meinen Senf zur Wurst. Und wie gesagt, guckt euch den Dude mal an. Ich halte den für basiert und mag seinen Content. Vor allem mag ich seine nicht so aggressive Art und Weise. Ne? Und weil Brüllaffen gibt es genug im Internet. In diesem Sinne, bleibt Ergebnis offen. Achtet auf BS. Mad Love.